Keep lying to me. Keep lying to me. Don't go fucking with my fantasy. Keep lying to me. Ey! Das wird so geil! Ja, Mann! So geil! Furzen! Ja! Jo, 1000 geile Fotos. Frieden gibt's die geilsten Pussys. Hallo? Ben? Was ist los? Leonie, was? Wir müssen reden. Stinkst nach Alk? Komm jetzt. Ben, bitte. Was ist denn so wichtig? Ich muss dir etwas sagen. Ey, wenn du das wirklich willst, dass ich mit dir mitkomme, dann blas ich mir rein. Los, komm jetzt einfach. Na okay. Aber du versprichst es. Ha, whatever. Also, komm. Komm du doch. Sophie, Danke. was meinst du? Mit dem Ben hat er schon mal gemacht. Hat er mit dir etwas gemacht? Nein. Mit der Leonie. Was ist da passiert? Der Ben und die Leonie, die sind in die gleiche Klasse gegangen in der Sek. Ins Loren? Ja. Ja. Die sind auch ziemlich viel unterwegs miteinander. Also als Berner? Nicht, was man sich so vorstellt. Das heisst... Sie sind zusammen, aber zusammen... Sagen wir so, sie haben sich abgeschleppt, wenn sie voll sind. Aber die Leonie war in Ben verknallt. Hat sie dir das erzählt? Das wissen alle eigentlich. Und dann ist zwischen ihnen etwas... Im Sommer haben sie eine Party gemacht bei einem vom Loren, zum Feiern, dass sie fertig sind mit der Sek. Der Ben hat sie vor allen Gästen zu einem Blowjob gezwungen. Sie killt mich, wenn sie hört, dass ich ihnen das gesagt habe. Hat sie gezwungen? Der Ben hat an diesem Abend mit einer anderen rumgeknutscht vor den Augen von der Leonie. Einfach so, um zu zeigen, dass es ihm scheißegal ist. Die Leonie hat dann mit ihm über das reden in einem Zimmer. Und er hat sie irgendwie überredet, eben, dass sie ihm... Die anderen von der Party sind dann ins Zimmer gekommen. Der Ben hat das irgendwie so organisiert. Die Leonie wollte aufhören, aber der Ben hat sie einfach gezwungen, dass sie weitermacht und die anderen haben es auch noch gefilmt. Oh Gott. Ich war nicht da, aber ich habe das Video gesehen. Hat Leonie mit irgendjemandem darüber geredet? Ich glaube, Leonie hat das Gefühl gehabt, wenn sie einfach nicht den gleichen tut, dann vergessen es die anderen. Also, nein. Der Ben, Ja. in letzter Zeit verbreitet er ständig Gerüchte über Zoe. Zum Beispiel? Er erzählt allen, dass sie eine riesen Nutte ist, dass sie jederzeit bereit ist zum Ficken, ihm eins zu blasen, so Zeug. Zoe war Jungfrau, also bevor. Er hat einfach einen riesen hohen Scheiß erzählt von ihr. Hast du mit der Zoe über das geredet? Ich wollte sie nicht traurig machen. Das ist alles total schockierend. Aber es heisst trotzdem nicht unbedingt, dass er Zoe vergewaltigt hat. Die meisten Vergewaltigungen werden von Bekannten gemacht. Und meistens von den Partnern. Ich weiss nicht, ob der Ben Zoe vergewaltigt hat. Aber ich glaube, er hätte das drauf. Luca! Hey! Komm mal! Was willst du? Was ist los? Sag mal, bist du total durch den Wind? Ich habe dir etwa 1 Million Mal angerufen. Ist es der Ben gewesen? Was? Hat der Ben Zoe vergewaltigt? Sophie, kommst du ein bisschen oben runter? Dein Ernst?
wir dürfen nicht reden über das. Ja, echt? Ich bin deine Freundin. Sorry, ich möchte kein Problem mit der Polizei. Bla 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 bla. Woher hast du das mit dem Ben? Ich glaube, er war es. Okay, aber warum? Du weißt ja selber, was er alles für einen Kack über Zoe erzählt hat. Das war doch nur Spass. Oder das mit der Leonie. Das heisst doch noch lange nicht, dass er das war. Hast du mit ihm geredet? Nein. Was haben die Bullen gesagt? Die haben einfach alles Mögliche wissen. Sophie, der Ben war es nicht, okay? Wer denn? Was ist mit dem Typ vom Pausenplatz? Wie kannst du dir eigentlich so sicher sein, dass es nicht der Ben war? Weil wir zusammen heim sind, okay? Echt? Ja, wir sind zusammen heim. Mit dem Velo nach der Party. Wann? Etwa am 3. Versuchst du ihn zu decken? Was glaubst du eigentlich von mir? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob ich dir trauen kann. Keine Ahnung. Sophie. Ja? Was ist eigentlich passiert, dass der Ben immer noch nicht zurück ist? Sophie und Mia, werdet ihr bitte so nett? Danke. Gut. Also. Ihr arbeitet jetzt wieder in Zweiergruppen. Aufgabe: Ihr beschäftigt euch mit dem Abschnitt vom Roman «Malina» von Ingeborg Bachmann, der erste Teil. Ich habe ein paar Vorschläge hierher geschrieben, aber ihr könnt auch einen anderen aussuchen. Das Ziel der Übung: Ihr erarbeitet bis in 14 Tagen einen Kurzvortrag, und zwar mit der Hilfe der Analysemethode, die wir letzte Woche durchgenommen haben. Gibt es Noten, ne? Ja. Machen wir zuerst mal Gruppe. Leonie, bitte mit der Mia. Der Jasper arbeitet mit dem Luca. Und der Sammy mit der Tamara. Was? Wer? Sophie und Alex, ihr bitte zusammen. Okay. Hast du aber Glück gehabt, Sophie? Welchen Abschnitt sollen wir nehmen? Keine Ahnung. Hast du mit dazu geredet? Was glaubst du, wie geht's? Was glaubst du selber, Alex? Wie war es bei der Polizei? Ganz okay. Das heisst? Sie haben Zeugs gefragt. Und eine Probe haben sie genommen. Was für Zeugs? Wenn ich heim bin, was ich nachher noch gemacht habe. Und was hast du nachher gemacht? Ich bin einfach heim. Hast du irgendetwas gesehen? Ich war voll auf MD. Ich weiss nicht mal, wie ich es überhaupt heim geschafft habe. Du? Hast du einen Verdacht? Der Ben. Was? Der Ben ist es nicht. Wie kannst du das wissen? Weil, was, wenn es jemand von außen war? Ja, man sieht doch die ganze Zeit schräge Typen um die Schule herumlaufen. Aber suchen wir doch jetzt lieber einen Abschnitt. Sonst wird Frau Lina noch hässig. Ja. Malina. Was soll überhaupt eigentlich so geil an der sein? Was? Ah, an der Ingeborg Bachmann. Sie ist mega geil. Ja, okay, aber schon ein bisschen langweilig, oder? Nein, sorry. Das war eine geniale Frau. Krass begabte Schriftstellerin. Sie hat 1000 Affären mit irgendwelchen anderen Schriftstellern. Und die haben sie natürlich nur zum Objekt von ihren Romanfantasien machen. Aber sie ist immer wieder raus in die Eigenständigkeit. Sie hat einfach gemacht, was sie wollte. So geil. Hörspiel und so. Nur ist sie dann mega tragisch gestorben. Ja, okay. Also du bist ein Fan. Sie schreibt einfach wahnsinnig gut. Dann musst jetzt aber du bitte auch den Abschnitt raussuchen. Zum Beispiel der da.
Cool. Ja, das habe ich schon gelesen. Das ist echt nice. Ich habe gemeint, der Bachmann ist langweilig. Ja, gut. Vielleicht nicht so langweilig. Also, der Kasper und der Luca nehmen den 5. Abschnitt. Und dann haben wir noch Sophie und den Alex. Wir nehmen den 3. Den 3. Sehr gut. Danke vielmals. Adieu zusammen, einen schönen Tag. Leonie, hättest du noch einen Moment? Ich muss ins Training. Nicht lang. Okay. Geht's um Zoe? Schau, ich habe mit ein paar anderen geredet. Ich würde gerne wissen, wie es dir geht mit all dem. Passt schon. Du warst dabei, als sie gefunden worden ist, oder? Jo. Hast du mit jemandem geredet über das? Nein. Wir könnten dir von der Schule aus extra einen Psychologen vermitteln, das weisst du, oder? Ja. Das ist doch eh alles mega verfickt. Da muss ich ja nicht auch noch komisch tun, oder? Aber Leonie, Entschuldigung, es macht schon etwas mit dir. Ich komme jetzt spät ins Training. Da ist noch etwas, was ich gerne mit dir besprechen will. Haben wir unser Semestergespräch? Nein, das ist kein Semestergespräch. Was denn? Ich habe gehört, was zwischen dir und dem Ben letztes Jahr im Sommer passiert ist. Wer hat es erzählt? Spielt jetzt keine Rolle. Ich will dir einfach sagen. Schau, wenn dich jemand muckt, wenn irgendwelche Videos im Umlauf sind, Leonie... Alles ist super. Aber Leonie, ich will wirklich gerne mit dir darüber reden. Kein Bock. Ich sehe doch, dass du traurig bist. Ich muss gehen. Okay. Es tut mir leid, Hey, Sophie! Hallo. Hast du bei der Lina rumgetätelt? Was? Du hast der Lina das von mir und dem Ben erzählt, oder nicht? Sag etwas, Mann! Leonie, du solltest ihn nicht beschützen. Das verdient er nicht. Bist du komplett durchgedreht, oder was? Jetzt fängt das alles wieder von vorne an. Sorry. Ich wollte nicht Gerüchte über dich erzählen. Und warum rührst du dann in dieser Scheiße um? Es geht auch nicht nur um dich. Du bist so beknackt, Alte. Echt jetzt? Der Ben hat einen Übergriff gemacht. Was er mit dir gemacht hat, ist... Halt deine verfickte Fresse! Ich weiss, es ist zum Kotzen, über all das zu reden. Aber wir müssen doch einfach... Ich glaube, ihr seid so fucking perfekt, du und Zoe. Du hast null Ahnung, was da war. Was ist, wenn Zoe jetzt einfach bereut, dass sie mit dem gefickt hat? Und jetzt sagt sie halt, dass es eine Vergewaltigung war. Vielleicht braucht sie einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Du bist ja völlig krank im Kopf. Du glaubst, du bist so fucking heilig, du dumme Kuh. Super. Super. Hoi, du hast dazu angerufen. Ich bin leider Und gerade nicht... tschüss. Schau jetzt. Hoi Katrin. Hoi Pea. Warum bist du noch da? Ich muss noch Aufzüge korrigieren. Klingt nach einem langen Abend. Wie geht's mit deiner Klasse? Schwierig zu sagen. Hast du noch mit den Bahnen geredet? Nein, bis jetzt ist niemand vorbeigekommen. Was ist? Nichts. Ich habe Schweigepflicht. Das ist dir ja bekannt. Ich mache mir Sorgen um Zoe. Ich mache mir auch Sorgen um die anderen, die zu Seebach daheim sind. Der Alex, der Philipp, die Sophie. Was hat Zoe mit Seebach zu tun? Die von Seebach sind die schwarzen Schafe da am Gimmi, das weisst du auch. Ich habe Angst, dass man sie beschuldigt, dass man Zoe selber beschuldigt. Ja, es gibt 1000 Gerüchte. Was für Gerüchte? Einfach Gerüchte. Für diese Leute ist das ein riesen Erfolg, dass sie an die Kante gekommen sind. Für Sophie und Alex ist es super da. Ja, sie werden gefördert, fachlich herausgefordert. All das ist keine Selbstverständlichkeit.
wenn man weiss, wo der Alex herkommt. Ja, ein gewalttätiger Vater und all das. Verstehst du? Es ist ein kleines Wunder, dass einer wie er so weit gekommen ist. Du kommst auch aus Seebach? Bin dort aufgewachsen. Aber wieso sollte man den Alex beschuldigen? Er ist einfach ein bisschen speziell. Also, solange es keine handfesten Beweise gegen einen gibt. Es ist einfach... Was? Katrin? Nichts. Ich muss jetzt die Aufzüge fertig korrigieren. Alles klar. Aber wenn es etwas gibt... Ich weiss, Pierre. Danke. Hoi Alex. Grüezi. Kann ich sitzen? Ja. Wie geht's dir heim? Schon gut. Mit dem Vater? Der schafft zurzeit in der Nacht. Ich sehe nicht so viel. Hat er dich wieder geschlagen in letzter Zeit? Nein, Würdest du es sagen, oder? es geht voll gut. Das da mit der Zoe. Ich habe nichts mit dem zu tun. Ich weiss. Irgendeiner hat am Samstagabend Drogen in die Schule gebracht. MDMA. Für so etwas wird man rausgeschmissen. Du machst das mega gut im Unterricht. Du bist sehr reflektiert, wenn wir über Literatur reden, ja? Fast schon erwachsen. Messi. Also, ich hoffe einfach, dass du es nicht verkackst. Ja. Ich sollte wahrscheinlich wirklich probieren, das nicht zu verkacken. Ja. Genau. Frau Linet? Petzen Sie? Also, das mit den Drogen. Nein. Messi. Hallo? Sophie, hoi, ich bin's. Zoe. Ich möchte dich gerne sehen. Kannst du morgen Nachmittag vorbeikommen? Hallo Susanne. Katrin, ich habe etwas herausgefunden. Hat die Polizei kontaktiert? Die Polizei findet keinen Scheiß raus. Die erzählen nichts. Alles ist vertraulich, bla 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 bla. Was hast du herausgefunden? Der Mann von meiner Freundin, von der Marianne, der arbeitet für die IT. Er hat ein bisschen rumgeschaut. Okay. Die Polizei, also... Sie haben bei der Zoe am Benzin Samen gefunden. Was? Ik ben hier net aan Bugla. Hier net aan Bugla. Ik ben hier net aan Bugla. Hier net aan Bugla. Ik ben hier net aan Bugla. Hier net aan Bugla. Ik ben hier net aan Bugla. Shaf en shaf vast, motherfucker. Ze zeggen Bugla, 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 Bugla. Ah, ja. Nice. Oh. Hey, ist das... Wow. Richtig krass. Richtig krass. Ben, lass mir mal zu. Zoe, komm mal da rüber. What's up, Schatz?
Philipp, mach mal gescheite Musik. Oh, das ist gescheite Musik, hallo? Ja, aber nicht zum richtig sexy tanzen. Hast du es nicht auf dem Telefon? Wow, du bist nicht der DJ. Ja, okay, das passt. Oh, Zoe, echt, dein Musikgeschmack. Fick dich. Luca? Bitte tanzen. Ja. Hey, Zoe, fuck, komm. Ich will auch. Küss mich. Ben, Schatz, der Luca und ich tanzen. Ich habe hure Bock zum... Hey, ist gut. Lass mich los. Lass mich los. Zoe! 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 Oh, leck doch mir. Ah. 7:30, fuck. Hoi, du hast dazu angerufen. Ich bin leider gerade nicht erreichbar. Viel Glück. Mach's gut. Hoi Zoe, ich bin's. Der Ben. Rütest mir zurück? Bitte. Sammy, Kasper, geht's da bei euch um die Ingeborg Bachmann? Ja, haben Sie nicht gewusst, dass die Frau einen eigenen YouTube-Channel hat? Weg mit dem Handy. Sorry. Komm rein. Sorry, bin zu spät. Schon okay, Ben. Guten Morgen. Sitz bitte an. Frau Lienert, Ja, ich kann nicht mehr zusammenarbeiten. das stimmt. Ich würde sagen, du gehst mit dem Sammy und der Tamara zusammen. Da sind wir einfach zu dritten. Easy. Gut. Ciao. Ciao. Shit. Was macht der Ben da? Keine Ahnung. Ben! Ben! Wir müssen reden. Nicht da. Komm. Wieso laufst du umeinander und erzählst, ich hätte Zoe vergewaltigt? Was? Der Luca hat es mir erzählt. Oh wow, hätte ich nicht gedacht, dass ihr euch austauscht. Ich habe gar nichts mit der Zoe gemacht. Also jedenfalls nicht, wo sie selber keine Lust drauf gehabt hat. Fuck, was soll das heißen? Das, was ich sage. Also hast du sie vergewaltigt? Sicher nicht. Hast du das von ihr? Ich gehe jetzt. Sophie, was habe ich dir eigentlich gemacht? Gang weg, Ben. Nein, sag mir's. Du bist ein fucking Vollidiot. Du machst Leute kaputt. Von was redest du eigentlich? Zoe, Leonie. Echt jetzt? Du weißt überhaupt nichts. Keiner hat den Mumm, dich zu stoppen. Aber ich habe keine Angst vor dir. Glaub doch, was du willst. Keine Ahnung, wieso ich mit dir meine Zeit verschwende. Paranoide Bitch. Hoi Martin. Hoi. Du wolltest reden? Ich habe gerade ein Mail geschickt. Ah ja. Der Ben ist wieder zurückgekommen. Und? Und wenn er der Vergewaltiger ist? Wir können unsere Schüler nicht für etwas anklagen, was sie vielleicht oder unter Umständen gemacht haben. Sie haben sein Sperma bei der Zoe gefunden. Woher hast du das? Katrin? So läuft das nicht. Interessiert sich dann überhaupt nicht, was da passiert? Natürlich interessiert es mich! Aber wir müssen professionell bleiben. Ja, was hilft das dazu, Ben? Du musst aufhören, dich immer überall einzumischen. Das macht alles noch viel schlimmer.
Die Leonie ist zu mir gekommen. Du hättest sie über die Sache ausgefragt. Ja, ich kann ihr eine Gelegenheit... Gott verdammt nochmal! Willst du deinen Job verlieren? Nein. Schau, du bist eine verdammt gute Lehrerin. Deine Schüler vertrauen dir, aber du musst echt aufpassen. Es ist nicht mein Nein. Ziel, dass ich da... Sorry, Katrin, ich kann jetzt nicht. Okay. Hoi Zoe. Hoi. Wer ist es? Sophie. Sophie. So schön. Mami, echt. Hey, was will Zoe noch machen ohne dich? Mami. Messi, einen Weg, das komisch. Wir gehen in mein Zimmer. Komm. Wollt ihr nicht ein bisschen mit mir in die Stube? Nein. Dumme Fotze. Was schaust du mich so an? Sorry. Hört einfach alle auf! Hey! Zoe! Jammern. Sorry. Wirklich. Zoe. Es tut mir leid. Ich will es raustun. Schau da. Ich würde meine Mutter am liebsten umbringen. Okay. Aber warum? Was hat sie gemacht? Es geht ja eh nur um sie die ganze Zeit. Sie gibt mir ein mega schlechtes Gewissen. Als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre. Vergiss es. Eltern, was checken die schon? Ja. Weißt du, Vergewaltigung, ich habe ja keine Erinnerung. Alles nachher ist viel schlimmer. Die ganze Untersuchung mit diesen Tanten im Spital, wo man zwischen die Beine schaut. Das ist so fucking demütigend. Klar. Ich wollte nur den Typ finden und ihm den Schwanz abschneiden. Ich auch. Du kannst dich gar nicht erinnern. Ich war echt weit weg. Ich nehme Tamila mal nie mehr Drogen oder besauf mich. Ja, sicher. Ganz sicher. Nein, wirklich, Sophie. Also, du hast MD genommen? Ja. Erzählst du mir? Was? Eben, was passiert ist, als ich gegangen bin. Ich bin zurück zu der Turnhalle. Bin mega schlecht drauf. Der Luca und der Ben wollten mich irgendwie aufmuntern. Dann haben wir Schutz getrunken. Ich war so voll. Und dann wollte ich MD probieren. Wie war es? Abgefahren irgendwie. Nachher weiss ich nicht mehr so viel. Nur so einzelne Bilder. Hey, Zoe, fuck, komm. Ich will auch. Küss mich. Ben, Schatz, der Luca und ich tanzen. Ich habe hohen Bock zum... Hey, ist gut. Lass mich los. Lass mich los. Zoe! Zoe! Zoe, komm mit, bitte! Zoe! Der Ben war so horny. Dann sind wir runter in so ein Putzräumchen. Haben die gefickt? Nein. Er ist auf meinem Oberschenkel gekommen. What? Bist du gekommen?
fick dich, Mann. Hey, sorry, Schatz. Ist einfach ein bisschen schnell gegangen. Hast du ein Papier? Du kannst mein Nastuch. Okay. Oh Mann. Ich gehe jetzt. Hey, nein. Warte, ist doch gleich. Ben! Er ist einfach abgehauen. Ich hätte ihn nicht auslachen sollen. Und dann? Was hast du gemacht? Mir war kotzübel. Ich bin raus an die frische Luft. Dann weiss ich nicht mehr. Das hat er gemeint. Wer? Der Ben. Was? Ich habe mit ihm geredet heute. Er hat gesagt... Was hat er gesagt? Sag's! Er glaubt, dass du glaubst, er war es. Nein. Aber ich weiss es halt nicht. Es ist zum Kotzen, wenn man sich nicht erinnern kann. Wir finden ihn. Ich versprich's dir. Kann ja gut sein, dass Seebach doof ist. Aber wir haben eine fucking gute Aussicht. Auf die Autobahn. Das ist aber auch das Einzige. Wie war es, sie zu sehen? Ich spüre einfach, dass sie anders ist. Kann sie sich echt an nichts erinnern? Sie war voll nicht mehr da gewesen. Und du glaubst nicht, dass sie lügt? Einfach, weil sie Angst hat oder so? Ich glaube, sie sagt die Wahrheit. Was ist mit Ben? Der ist immer noch zuoberst auf meiner Liste. Wieso eigentlich? Du warst ja selber dabei gewesen, auf dieser Party, wo er die Leonie zu einem Blowjob gezwungen hat. Warte mal. Und wenn einer so etwas machen kann, Sophie, du hast da, glaube ich, etwas falsch verstanden. Was? Der Ben hat Leonie nicht gezwungen. Philipp, ich habe das Video gesehen. Die Leonie hat mit dem Blowjob angefangen. Was? Der Ben und Leonie sind ziemlich lange in dem Zimmer gewesen. Und die anderen haben natürlich angefangen zu reden und so, dass sie im Bett liegen und bumsen und plötzlich sind einfach alle rein in das Zimmer. Es war so fucking gaga gewesen. Philipp, das musst du sehen. Hey Sam, kein Bock. Mal schau. Fuck, was ist da los? Leonie, hör auf. Hey, wem ist denn unangenehm? Zuckern Sie zu fest? Leonie, Scheiße, hör auf. Hat der für dich angefangen? Sammy, alles krass. Ich hab keinen Bock. Hey Ben, machst du schlapp oder was? Lass ihn doch verdammt normal. Du verdammte Hure Arschlöcher. Jetzt haut er einfach ab, ey. Ich habe noch nie so etwas Unangenehmes gesehen. Der Ben ist voll durch die Hölle. Aber er hat wie nichts machen. Leonie hat einfach immer weiter und die anderen am Johlen und am Zünden und am Filmen. Ben, wart! Hey, Ben. Fuck! Los, das sind doch einfach Idioten. Fuck! Oh, Philipp! Okay? Okay! Der Ben ist voll abgeschmiert an dem Abend. Ich habe den ganzen Sommer nichts mehr von ihm gehört. Aber er hat doch rumgeprahlt mit dem, wo wir in die Turnhalle gekommen sind. Ja, das war halt seine Überlebensstrategie. Sich vorzustellen, dass er angefangen hat. Und Leonie hat es natürlich voll abgekriegt. Hättest du sein Gesicht gesehen an dem Abend, Sophie? Hey, das vergiss ich nicht mehr. Ich weiss schon, dass der Ben für dich ein Idiot ist. Aber er ist viel schwächer, als du glaubst. Der wird so nicht vergewaltigen. Das glaub ich nicht. Reinkommen. Hallo.
Leonie. Sophie? Was machst du da? Dein Vater hat mich reingelassen. Ich wollte mich entschuldigen. Also, dass ich den Lienert von dir und dem Ben erzählt habe. Ist schon okay. Und mir tut es leid, dass ich zu dir, du dumme heilige Kuh, gesagt habe. Aber es war ja eigentlich noch kreativ. Ja. Bist nicht mehr hässig, oder? Weisst, der Philipp hat mir erzählt von der Party im letzten Sommer. Wo du und der Ben... Der Philipp hat den Ben gesehen brüllen nachher. Was? Es hat ausgesehen, als ob der Ben wirklich traurig gewesen wäre über das, was passiert ist. Er hat sich jedenfalls wie ein Vollidiot aufgeführt seitdem. Hat dich der Ben zum Blowjob gezwungen? Ich habe gemeint, das ist das, was er will. Und? Über was hast du dringend reden? Glaubst du, ich habe nicht gesehen, wie du mit dieser blonden Tusse rumgeknutscht hast? Ja, sorry. Hey. Ich vermisse dich halt. Aber ich bin dir egal. Das bist du nicht. Ben. Schlechte Idee. Aber wieso? Weil... Leonie, Ich will dich. Hör auf. Please. Ich habe dich so gern. Was machst Das hast du doch wollen, oder? Dass ich ins Maul... Es war nur ein Witz, Dummy. Hör auf, Leonie. Leonie? Leonie, stopp! Ich glaube, keiner von uns hat Lust gehabt. Aber nachher hat er das Video umgeschickt. Zum so tun, als ob alles Absicht gewesen wäre? Ja. So sick. Hat mich weisst wie verletzt. Luca, hast du mich nicht gesehen vorher? Nein. Ich wollte nur mit dir reden. Über das, was ich gestern gesagt habe. Okay. Ich habe Zoe gesehen und... Du hast sie gesehen? Ja, ich war bei ihr zu Hause. Und wie geht's ihr? Nicht besonders gut. Kann sie sich immer noch an nichts erinnern? Nein. Aber sie glaubt nicht, dass es der Ben war. Habe ich doch gesagt. Ja. Weißt, vielleicht solltest du aufhören, die Leute für alles Mögliche zu beschuldigen. Was meinst du mit dem? Du beschuldigst den Ben, dass er sie vergewaltigt hat, ohne irgendwelche Beweise. Du sagst, ich sei ein Lügner. Wann habe ich gesagt, du sagst ein Lügner? Vergiss es. Was? Ich kann es so sagen, dass du umrennst und das Gefühl hast, du könntest den Fall auf eigene Faust aufklären. Du hast doch null Ahnung, was überhaupt passiert ist. Ja gut, wenn Zoe euch völlig egal ist. Was? Fuck, weißt denn du? Wieso möchtest du denn eigentlich unbedingt glauben, dass es jemand von uns war? Statt irgendein Fremder? Ich habe keinen Bock mehr, mit dir zu reden. Per, hast du einen Moment? Klar, komm rein. Ich sollte wirklich nicht darüber reden. Aber die Polizei hat Sperma von Ben auf der Zoe gefunden. Katrin. Das ist ein klarer Beweis, dass es war. Ja, aber... Wir können doch nicht so tun, als ob nichts wäre. Katrin, Was? ich habe mit dem Ben geredet. Wann? Gestern. Er ist total unglücklich und macht sich Sorgen um Zoe. Ah ja. Woher weißt du das mit dem Sperma?
Hast du mit der Polizei geredet? Die Mutter von der Zoe hat es mir erzählt. Was ist? Der Ben hat mir erzählt, dass er und Zoe haben Sex an dem Abend. Aber so weit ist es offensichtlich gar nicht gekommen. Der Ben hat ejakuliert, bevor es richtig losgegangen ist. Darum hat die Polizei sein Sperma auf der Zoe gefunden. Okay. Du glaubst nicht, dass er lügt? Zoe hat es, glaube ich, sogar bestätigt. Aber da war noch etwas. Was? Ich weiss auch nicht. Wie wenn er noch etwas hätte erzählen wollen. Aber er hat sich nicht getraut. Nur so ein Gefühl. Katrin, was machst du da? Hoi Martin, wir haben noch ein bisschen geschwätzt. Ja, ich bin jetzt sowieso nicht gekommen. Zum Frauen-WC. Was ist passiert? Das müssen wir selber sehen. Ben? Kann ich da sitzen? Das ist ein freies Land. Ich habe Zoe gesehen. Mir läutet sie nicht einmal zurück. Ist sie hässig auf mich? Sie hat erzählt, dass ihr... Also, ja... Ich bin... Es tut mir leid, dass ich dich wegen allem Möglichen beschuldigt habe. Ist okay. Du versuchst ja einfach, Zoe zu schützen. Ich wollte halt herausfinden, was passiert ist. Ja. Aber ich hätte sollen glauben. Der Luca hat mir erzählt, dass ihr nach der Party zusammen heim sind. Ja, das sind wir. Ja, voll. Sophie, schnell! Was gibt's? Philipp? Komm mit! Emma und ein paar andere Mädchen haben etwas gefunden, draussen auf der Frauenscheisse. Da hat jemand etwas über Zoe geschrieben. Was? Was haben sie geschrieben? Sag schon. Zoe ist eine Bitch, die verdient, trocken gefickt zu werden. Was? Das steht da! Wer hat das geschrieben? Don't you see me? You can see me, all of me. Ice cold, ice cold, ice cold. Look around you, don't you see me, all of me. Ice cold, ice cold, ice cold. Don't you see me? You can see me, all of me. Ice cold, ice cold, ice cold. Ice cold, ice cold, ice cold. Don't you see me? You can see me, all of me. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.